Hello YouTube. Wir haben ein großes Problem. Ich habe mir einen 3D-Drucker gekauft. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe einen 3D-Drucker gekauft. Jetzt zeige ich auch nachher, was für einen 3D-Drucker ich gekauft habe. Weil ich habe natürlich nicht gespart, sondern ich habe das Geld raus aus dem Fenster geworfen. Das einzige Gute ist, was meine Attila-Rechnung gut macht, damit ich nicht so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich so viel Geld ausgegeben. Ich habe meine One Piece Boxen, wo ich noch hatte, wo noch verschlossen waren, noch versiegelt waren, quasi weiterverkauft und habe mir so quasi den 3D-Drucker gekauft. Weil die Leute spinnen gerade mit One Piece. Ich habe die Boxen für 100, 120 gekauft und habe sie jetzt für 320 verkauft. 3 Stück, die 4. Stück verkaufe ich gerade noch auf der Plattform. Aber so habe ich mir das quasi, ja, finanziert. Wieso habe ich das getan? Mir war langweilig, weil Season 11 war schon lange vorbei. Ich hatte nichts zum Zocken, außer Battlefield 6. Aber das zocke ich nur mit meinen Freunden. Und meine Freunde haben nur am Wochenende Zeit, weil sie anscheinend ein privates Leben haben, was ich nicht habe. Also ich habe schon da auch eine zaubernde Freundin, aber ich zocke halt gerne. Also bin ich ins Loch gefallen vom 3D-Druck, ins Rabbit Hole, wie man so schön sagt. Und da bin ich auf die Idee gekommen, was ist, wenn ich mir einfach meinen geilen Druiden 3D drucke? Weil ich habe ja in-game schon 20, ne, hier sind sogar 2 Skins ineinander geschmolzen, also 40 Franken ausgegeben, aber ich sehe das ja nur in-game. Wieso soll ich mir das nicht hier hinten in mein Regal stellen? So habe ich mir einen 3D-Drucker gekauft. Und es geht verdammt einfach. Es ist nicht perfekt. Vorab ist hier alles nicht perfekt. Die ganze Reise, wo wir machen, vom Drucken bis zum Bemalen, wird nicht perfekt sein. Aber mein Gedanke war, wenn ich es schaffe, schafft es ihr auch. Und ein anderer Gedanke war, wir können auch für die Community ihre Charaktere drucken, bemalen, wenn sie es wollen, oder wir schicken es ihnen zu. Und sie können es dann bemalen. For free. Einzige, wo man vielleicht gucken muss, ist der Versandkosten. Aber sonst, das Drucken macht mir so viel Spaß und auch das Programmieren und bla bla bla. Das machen wir for free. Also wenn ihr Lust habt auf euren Diablo 4 Charakter in 3D-Variation zu haben, schreibt es in die Comments und folgt mir gerne. Also, wir haben den sexy Druiden gemacht. Farben muss ich noch gucken, ob ich das genau so gleich mache. Aber wir haben den gedruckt. Das bedeutet, wir haben zuerst diesen Drucker gekauft. Keine Werbung hier, ne? Ich bin nicht gesponsert, aber können mich gerne sponsern. Den Drucker H2S. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso diesen Drucker, Attila? Wegen diesem Herrn. Wegen diesem netten, wundervollen, schönen Herrn Schweighofer Matthias. Also Matthias Schweighofer. Müssen wir hier schon die Werbung durch. Wegen ihm bin ich ins Rabbit Hole gefallen. Gucken wir mal schnell, wo wir da. Ah, voilà. Der junge, attraktive Herr, wo uns gerade zuzwinkert, habe ich stundenlang geguckt die letzte Zeit. Weil der macht wirklich Videos. Genau, loyale Freunde findet ihr nicht. Videos, wie ihr da ins Thema reinsteigert. Easy, auch nachher malen müssen wir seine Videos noch angucken, damit wir unsere Figur nachher malen. Aber er hat einmal im Livestream, glaube ich, erwähnt, dass er den hat und er ist zufrieden. Ich habe den angeguckt, fand ihn auch cool, habe es gekauft. Wollte eigentlich einen anderen kaufen, aber der war die ganze Zeit ausverkauft und man hätte noch 4 Wochen warten müssen. Wäre, glaube ich, so 500 Franken oder 600 Franken günstig gewesen, aber egal, rein da. Also, Drucker gekauft. Dann hier, Matchy. Mit der Webseite könnt ihr Bilder oder Text in 3D-Animationen verwandeln. Was habe ich gemacht?
Ich habe einfach von meinem Lieblingsdruide hier genau auf dem Bildschirm Screenshots gemacht, wie eigentlich, wenn jemand verhaftet wird. Von vorne, von der Seite, von der Rückseite und wieder von der Seite. Und habe sie dann auf der Webseite hochgeladen und es sieht recht gut aus. Wie ihr gemerkt habt vielleicht, ich habe die Waffe gewechselt, weil die Waffe war ein bisschen problematisch hier. Und ihr merkt auch, manchmal kommt es nicht so gut raus. Manchmal, naja, kommt es nicht so gut raus. Hier war die Waffe auch komplett scheiße. Hier war die Waffe auch komplett scheiße. Und der Kopf war auch komplett kacke. Hier war die Waffe gut. Kopf auch gut, aber Rückenansicht scheiße. Ihr könnt es gratis testen. Ihr könnt einfach hier ein Bild hochladen und da erstellt er recht schnell ein Modell. Klar, wir haben jetzt nicht gerade das einfachste Modell, ne? Also wenn wir nochmal zurückgehen ins Game, der hat schon total viele Details, ne? Also ist es gerade nicht das einfachste. Ein Paladin oder sonst was anderes wäre wahrscheinlich einfacher gewesen zu drucken. Aber wir machen es uns ja nicht einfach, ne? Ja, dann hatte ich den hier so. Das Gute ist, ich gehe nochmal hier drauf, auf einen schlechten. Es zeigt auch sogar hier an, ob es gut ist oder nicht. Druckbarkeit, yes, gut. Den habe ich dann genommen und dann ins Bamboo Lab Studio gebracht. Kurz noch schnell, bevor wir zum nächsten Schritt gehen, zum Meshi, zu Bamboo Lab, noch kurz zum Meshi. Ihr könnt es gratis machen. Ich habe mir jetzt gerade die Pro-Version geholt, weil es gerade 50% Rabatt gab. Kostet nur 9,90 € für einen Monat. Habe es auch nur für einen Monat gelöst, mal zum Ausprobieren und macht einfach so viele 3D-Bilder, wie ich machen kann. Und ja, dann habe ich es rübergenommen in Bamboo Lab. Oh. Wieso bewegst du dich von alleine, Bro? Das war ein bisschen skurril, Chat. Ja. Das ist wirklich mega komisch, egal. Dann hier im Bamboo Lab. Also wenn es euch dann wirklich interessiert, wie das alles funktioniert, ich kann euch ein Video machen. Ich zeige es auch im Livestream, wenn wir die nächste Figur machen. Das wird wahrscheinlich der Paladin. Oder ihr geht einfach zu Matthias Schweighöfer. Link ist unten im YouTube-Video und ihr könnt da alles angucken. Der erklärt alles. Der hat hunderte Videos, 100 Livestreams. Sonntag hat er auch, also wenn heute das Video rauskommt, heute Abend ist bei ihm auch ein Spendenstream. Da gucke ich sicher auch vorbei. Aber ja, da macht man das hier drauf. Wir haben es halbiert. Wieso? Weil, ja, man sagt eigentlich, hey, fangt klein an, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, ne? Macht's langsam, bevor ihr große Sachen macht oder schwere Sachen. Höre ich nicht drauf. Bei mir geht's immer voll rein, Vollgas. Darum habe ich die Figur ganz groß gezogen, dass sie jetzt 30 cm groß ist. Oder so ein bisschen größer. Kopf. Das linke habe ich schon gedruckt. Das zeige ich euch gleich. Das rechte ist gerade am Drucken. Man sieht leider nicht viel, weil recht viel von den Stützen, wo man im 3D-Druck hat, hier verdeckt wird. Aber wir sind jetzt ja, bei 33%. Es braucht noch 21 Stunden, Chat. Stromkosten sind nicht so hoch. Habe ich nachgerechnet. Ist easy. Ja, also. Ja, die Beine und der Oberkörper werden noch gedruckt. Den Rest haben wir schon gedruckt. Das zeige ich euch jetzt schnell. Da mache ich mein Cam ein bisschen größer. Das sieht so aus. Sieht eigentlich recht okay aus. Ist innen hohl, ne?
Dann brauchen wir weniger Plastik. Kopf ist eigentlich auch gut geworden. Ja, der Zahn ist ein bisschen falsch hier, aber das überspielen wir dann. Aber sonst finde ich es eigentlich für unser erster Druck richtig nice. Und dass man einfach ein Foto machen kann, bei Matchy hochladen kann. Und dann hat man einfach einen 3D-Druck. Das ist nice. Weil ich werde den dann auch noch bemalen. Das könnt ihr dann im Livestream zuschauen oder ich lade natürlich dann ein Video hoch. Jetzt kommt es eigentlich jeden Sonntag kommt immer ein Video zu dem, wie der Fortschritt ist. Also nächstes Video pressen wir das mal zusammen, dann sehen wir mal das Ganze und dann fangen wir an, das zu bemalen. Und dann, wenn wir es bemalt haben, da kommt nochmal ein Video, wo wir dann mit so Moos etc. Und sonstigen Sachen noch halt Fehler auskorrigieren. Weil meine Idee war quasi, die Farbe ist halt ein bisschen schwer, aber ihn so zu machen, also ohne dass Blau was natürlich hier rumschwirrt, aber eher so vielleicht in Grün, könnt ihr vielleicht noch ein paar Ideen mir geben, weil wir können ja malen, wie wir wollen. Und dann bei den Stellen, wo es jetzt nicht perfekt geworden ist, kaufen wir uns so Kunstmoos, oder keine Ahnung, ob das echtes Moos ist, einfach das Moos, wo man halt braucht zum Basteln, und legen das so drüber, über die Fehler quasi, dass es so aussieht, als wäre er halt ein bisschen vermoost. Yes. Genau das machen wir. Und dann habe ich schon angefangen, aber da mache ich nochmal eine neue Fläche, weil das ist komplett einfach, weil ich will auch natürlich noch ein Podest haben für ihn, ne? Das habe ich einfach mit ChatGPT, habe ich ihm das Bild von unserem Druiden geschickt und habe gesagt so, hey, erstell mir einen AI-Text, wo ich nachher im Programm einführen kann, dass er mir ein Podest baut für meinen Druiden. Und dann habe ich quasi Bilder generieren lassen. Hier. Ganz viel verschiedene. Also, jetzt eigentlich so, ist eigentlich gerade recht nice. Oder halt dann so eher als Podest. Oder eher so. Oder was ich wahrscheinlich eher in die Richtung gehe, was Baumiges. Was ein bisschen mehr Druide hat. Also zum Beispiel sowas. Also wenn da meine Figur draufsteht, würde es, glaube ich, richtig geil aussehen, weil da ist jetzt auch wieder das Thema Moos. Können wir das Moos wieder benutzen. Plus, ich besorge mir so Farbe, wo in der Nacht leuchtet. Und das wäre dann schon richtig nice, wenn die Figur dann so ein bisschen leuchtet. Also ich werde wahrscheinlich hier auch dann so die Augen oder sonstige Part von der Rüstung mit so Leuchtfarbe bemalen. Aber da muss ich nämlich noch komplett reinlesen. Ja. Das ist so der Plan, weil das Bild kann man dann auch mit Matchy dann in einen 3D-Druck dann machen. Habe ich ja hier auch schon gemacht, wenn es laden würde, Amanakoi. Also ich habe hier schon mal einmal was gemacht. Der wäre schon druckbar, sieht auch richtig nice aus. Ja, das wäre der Plan. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr da gerne mitgucken wollt oder ich mir da einen abknüpple, um die Videos zu machen. Also mache ich sowieso auch, wenn es euch nicht gefällt, weil ich es cool finde. Und ich glaube, viele von euch hätten gerne so eine Figur von ihrem eigenen Charakter, wenn man schon so viel Zeit investiert ins Zocken. Da wäre es geil, wenn man so eine Figur machen kann. Ja, ich bin richtig gespannt, wie das rauskommt. Der Druck jetzt, die Beine eben, braucht noch einen Tag, also morgen, glaube ich, um 16 Uhr ist es fertig. Und dann geht's ans Malen. Und dann kommt das nächste Video, wie wir das anmalen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Like da lassen. Und guckt gerne in den Stream, weil wir werden das machen im Stream. Plus am Dienstag startet Season 12, glaube ich. Und wir gehen da voll rein. Ich habe Urlaub genommen extra für die Season. Und wir zocken uns da gnadenlos rein mit der Community. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bye bye.